Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder so ein kleines mystisches Video. Und zwar geht es um Kreuze, um Gipfelkreuze ganz speziell. Und um den ganz besonderen Umgang mit dem Christentum in Bayern, weil sich da heidnische Bräuche und das Christentum ganz anders verknüpfen als in anderen Bundesländern. Und zum Schluss gibt es noch ein kleines Lied oder ein Video dazu aus meinem aktuellen Song- und Bandprojekt. Und wer da keine Lust drauf hat, der muss sich ja den Schluss da nicht anschauen. Aber ich würde schon sagen, guckt's mal rein, weil das nämlich ein paar richtig coole Sachen geworden sind. Ja, das Gipfelkreuz. Das Kreuz ist ja schon lange ein okkultes Symbol, lange bevor das Christentum entschieden hat, dass es ein Folterinstrument als sein Logo benutzt. Mal grundsätzlich zum Thema Kreuze in Bayern. Es ist ja so, dass die Kirche extrem versucht hat, die ganzen heidnischen Bräuche, die sich gerade in Bayern und im Alpenvorland extrem gut gehalten haben, diese auszumerzen, beziehungsweise wenn sie gemerkt hat, dass es nicht funktioniert mit der Bevölkerung, dann hat man die so ein bisschen verknüpft und verbunden. Das geht beim Weihnachtsfest los und allen möglichen Sonnenwende-Geschichten und natürlich auch beim Thema Kreuze. Ich glaube, wir fangen mal mit dem Christentum an. Es war ja lange so, dass das Christentum gar kein Kreuz als Symbol hatte. Am Anfang hatten es einen Fisch, dann hatten es einen Hirten, dann hatten es XP oder einen Anker. Und dann im 5. bis 7. Jahrhundert hat man dann so angefangen, das Kreuz so ein bisschen mehr zu benutzen. Im 10. Jahrhundert kam dann auch noch der Jesus dazu. Aber da hat er noch nicht so leidend ausgeschaut, sondern da war er praktisch triumphierend am Kreuz gehangen. Und dann später hat man das Kreuz tatsächlich mit dem leidenden Jesus benutzt. Und hat das natürlich alles so ein bisschen makaber vermischt. Und wenn man sich da heute so einen Kopf drüber macht, dass man da praktisch ein Folterinstrument sich ins Zimmer hängt oder in die Kirchen hängt, ist das schon ein bisschen seltsam. Ich sage dann immer, stellt euch mal vor, Jesus wäre ein Franzose gewesen. Dann hätte man wahrscheinlich ein Schafott dahinter im Altar stehen. Ihr seht, das ist ein sehr kontroverser, komischer Gedanke. Das Kreuz, das war schon lange so eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Lange vor dem Christentum war es eine Darstellung des Menschen, wie er mit ausgebreiteten Armen dasteht und praktisch den Himmel und die Erde, das Menschliche und das Göttliche, dass er das verbindet. Das sollte diese Kreuzform darstellen. An Kreuzungen, da werden Pakte geschmiedet, da musste man dann seinen Hexenbeidel vergraben in der Mitte und dann ist ein Dämon erschienen, vielleicht auch nur im übertragenen Sinne erschienen. Und dann hat man da seinen Hexenbeidel vergraben und dann hat man sich halt was gewünscht und dann sind die Wünsche in Erfüllung gegangen. Zum Hexenbeidel gibt es übrigens auch irgendwann ein Video. Da verlinke ich euch dann da oben. Auch ganz ein besonders interessanter, tief sitzender bayerischer Brauch. Vielleicht ist auch viel weiter noch verbreitet. Also das Kreuz praktisch als tiefe Verbindung zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen. Und deswegen hat man es dann auf die Gipfel gesetzt. Und in Bayern ist es so, das ist gar nicht mal wirklich so ein christliches Symbol. Man nimmt das gar nicht als Jesuskreuz oder als Kreuz der Kirche wahr, sondern es ist mehr so tatsächlich so eine ganz uralte, mystisch, traditionell, wie soll ich sagen, heidnischer Brauch, um da oben auf den Bergen was hinzustellen. Das ist so wie die Steinmandel früher. Früher hat man da oben halt Steinmandel gebaut, die Verbindung zwischen Erde, also der höchsten Stelle der Erde, des Bergesgipfel und dem Himmel praktisch eine Verbindung geschaffen haben. Und auch bei den Steinmandeln hat es mit dem Gipfelkreuz nichts zu tun. Da finde ich es auch einen ziemlichen Quatsch, wenn die Leute anfangen, diese Steinmandeln umzuschmeißen und dann scheinheilig zu sagen, oh, wegen am Umweltschutz und das ist so schädlich für die Umwelt. Das ist ein totaler Blödsinn. Der einzige Grund, warum man so einen Steinmandel umschmeißt, aus Wut, verstehe ich, wenn die ganzen Touristen kommen und anfangen, die Steine aus den alten Mauern rauszuziehen und die dann aufzuschichten. Aber dann reicht es auch für diese ganzen selbsternannten Naturschützer. Da reicht es dann auch nicht, wenn man den umschmeißt, sondern da müsst ihr halt die Mauern damit wieder aufbauen. Ja. Gut, kommen wir zurück zum Kreuz. Es ist ja auch so, jeder hat bestimmt schon mal den Ausdruck gehört, da schlage ich 3 Kreuze. Also ich bekreuzige praktisch Stirn, Mund, Herz. Im Christentum sehr verbreitet. Also ich schlage 3 Kreuze. Das hat aber nichts damit zu tun, weil der Ursprung, und da werden sich wahrscheinlich schon viele Gedanken darüber gemacht haben, warum sollte man denn sagen, ich schlage 3 Kreuze? Ich schlage ja keine Kreuze. Ich bekreuzige mich halt vielleicht, aber ich schlage ja keine Kreuze. Der Hintergrund ist der, früher
auch ein uralter Glaube, wenn man einen Baum gefällt hat und diesen Baum praktisch von der Lebensenergie abgeschnitten hat und der Stumpf übrig geblieben ist, dann hat man für die ruhelosen Seelen in diesen Stamm 3 Kreuze eingeschlagen. Und es waren keine solchen Kreuze, sondern ich blende euch das schnell ein. Das war ein Dreieck, das sich an den Ecken überkreuzt hat. Und deswegen hat es geheißen, ich schlage 3 Kreuze. Es waren praktisch 3 Schläge mit der Axt, mit denen man ein Dreieck geschlagen hat, das sich an den Ecken überkreuzt hat. Und dann konnte sich diese ruhelose Seele zum Ausruhen auf diesen Baumstumpf setzen und dann wurde sie vielleicht irgendwann erlöst. So, das ist der Hintergrund, ganz tief verwurzelt, woher dieser Ausdruck, ich schlage 3 Kreuze. Nichts mit dem Christentum zu tun. In den Runen gibt es das Kreuz. Schaut dann eher aus wie ein Andreaskreuz. Da ist es auch so. Ich glaube, Gebo oder Gabo heißt die Rune. Das heißt geben, Geschenk, jemandem was weitergeben. Im Voodoo ist es auch so. Da gibt es das Kreuz auch schon immer. Da markiert das Kreuz die Stelle, wo sich praktisch das Leben, die Erde und das Übersinnliche austauscht. Auch das Keltenkreuz, praktisch das Kreuz in dem Kreis. Oder die Swastika, das sind alles uralte Kreuzsymbole, die dann immer wieder umgedeutet wurden, die irgendwelche komischen, fahlen Beigeschmacke mittlerweile haben. Aber es ist so, es sind immer schon mystische, religiöse Symbole gewesen. Und man sieht auch, dass dieses Gipfelkreuz jetzt nicht den christlichen Glauben primär vertritt, sondern dass da wesentlich mehr dahinter steckt als die Kirche. Und deswegen gehört so ein Kreuz einfach auch auf unsere Berge. Und es ist ja nicht nur so, dass in Bayern Kreuze auf den Gipfeln stehen, sondern die sind ja über die ganze Welt verteilt. Die Verbindung zwischen dir, dem Geist und dem Göttlichen. So wieder tief mystisch abgeschweift. Wenn euch das Thema Kreuz noch wesentlich tiefer interessiert, dann mache ich da gerne ein Video drüber. Dann schreibt mal das unten rein. Dann werden wir das Kreuzthema mal so richtig gesondert, richtig schön aufarbeiten und dann gehe ich mal durch diese ganze Geschichte durch. Und jetzt wird es Zeit für mein kleines Lied aus meinem neuen Bandprojekt und das Video dazu. Und wie soll es anders heißen als das Gipfelkreuz? Viel Spaß dabei. Seit mehr als 30 Jahren werden in den bayerischen Alpen immer wieder unsere historischen Gipfelkreuze durch Vandalen beschädigt, durch Axthiebe und durch Ansägen. Nachdem die Polizei so gut wie nie Täter ermitteln kann, entschloss sich eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Alpenvorland, diese Kreuze eigenständig zu ersetzen. Da war das Drücken in der Brust, ein stummer Ruf aus Wut und Frust. Ein Kreuz zerschlagen hoch im Stein, das darf nicht sein, das darf nie sein. Die Heimat blutet still und schwer, wenn keiner kommt, wir kommen her. Nicht aus Trotz und nicht aus Wut, aus Tradition, aus Blut, aus altem Gut. Gipfelkreuz, steh wieder auf, wir tragen dich den Fels hinauf, durch Sturm und Eis, durch Fels und Zeit. Du bist der Schwur, der ewig bleibt. Kein Schritt zurück, kein Blick hinab, wir sind die Kinder alter Stunden. Der Sturm hat dich genug geschunden. Gipfelkreuz aus schwerem Holz, wir schulden dir Erinnerung und Stolz. Die Nacht war kalt, ein jeder schwieg, doch in uns war, was nie versiegt. Ein Echo tief in Fels und Stein, keiner fällt hier ganz allein. Wir trugen Last und alten Sinn, ein Kreuz bergauf, den Weg dorthin. Nicht für Applaus, nicht für den Glanz, für das, was bleibt, für unser Land. Gipfelkreuz, steh wieder auf, wir tragen dich den Fels hinauf, durch Sturm und Eis, durch Fels und Zeit. Du bist der Schwur, der ewig bleibt. Kein Schritt zurück, kein Blick hinab, wir sind die Kinder alter Stunden. Der Sturm hat dich genug geschunden. Gipfelkreuz aus schwerem Holz, wir schulden dir Erinnerung und Stolz. Der Nagel, ein Schlag. Der Stahl, ein Schwur.
Die Berge hören auch, wenn keiner spricht. Kein Denkmal, ein Bekenntnis. Kein Holz, ein Vermächtnis. Gipfelkreuz, steh wieder auf. Wir tragen dich den Fels hinauf. Durch Sturm und Eis, durch Fels und Zeit. Du bist der Schwur, der ewig bleibt. Kein Schritt zurück, kein Blick hinab. Wir sind die Kinder alter Stunden. Der Sturm hat dich genug geschunden. Gipfelkreuz aus schwerem Holz. Wir schulden dir Erinnerung und Stolz.